Autorenrechter, Droit d'auteur, Copyright. Dat hecht neich da nicht wie das die e Kontinu kreieren, zum Beispiel e Film machen oder Musik schreiben, Roman schreiben oder Journalisten, die einen Artikel präparieren, dat die können von dem Kontinu, den sie kreieren, auch leben. Das jo an der Gutenbergzeit as dat gut gegangen, an der Internetzeit haben wir da de Problem, weil ganz viel Leid dro gewinnt sind für Musik zum Beispiel oder ein Film oder sos Kontinuen Internet gratis zu kreieren. Ja, da können als Autoren, als Künstler aber nämlich von ihren Wirken leben. Wir müssen also am digitalen Zeitalter Regeln schaffen, die den Access zu den Kontinuen ermöglichen, mehr aber auch bezahlen von denen, die Kontinuen geschaffen haben. Das ist ein ganz schwierig Weise für Regeln zu machen. Darüber wird schon lang gestritten. Wir sind aber nur bei einem Durchbruch. Deswegen gouf nach Vielhai am Parlament zu Straßburg darüber diskutiert. Nächste Woche soll am zuständigen Kommission aufgestimmt gehen, und dann geht es an die definitive Verhandlungen zwischen den Regierungen am Europaparlament, für das endlich niemand Cap gemacht gehen, und dass dann weiterhin als kulturell schaffend können von ihrem Schaffen leben. Es gouf nach eng aner interessant Diskussion an der Plenär des Woch an ein ganz wichtig für Lützeburg, nämlich wie reformieren wir als Wirtschafts- und Währungsunion, wie bringen wir es fertig, die Eurozone zu stärken, für dass in Krisenzeiten wir nicht nächst einkehr so eine Situation kriegen wie für ein paar Jahre, wo es für einen zu sehr geht. Für das zu machen hat die Kommission am Dezember letzten Jahr ein paar Beispiele gelöst. Jean-Claude Juncker hat also da gut geschafft. Und darauf haben wir ja die berühmten Reden vom französischen Präsident Macron hören, den seine Meinung dazu gebracht hat. Und letzte Woche als Madame Merkel rausgegangen, die als Bundeskanzlerin auch hier ihren Beitrag geleistet hat. Das ist wichtig, weil wir brauchen an Europa das Zusammenwachsen von Deutschland und Frankreich, und die brauchen Lützeburg oder die Kleinländer, weil wir machen so irgendwie dann Brick zwischen denen zwei. Und während wir die Handreichung machen am Brückenbau, können wir ja auch als eigene Meinung dann an den Prozess abbringen. Gut, wo sind wir dann zu einer richtigen Zweig kommen? De geringen Zweig haben wir erreicht mit einem Budget für Krisefälle. Wenn es einer Bank schlecht geht, wenn es einem Land schlecht geht, kurzfristig, dass man dann angreifen können, für dass das nicht schief geht. Den zweiten Budget ist ein Budget für Investitionen an Zukunft, weil da haben wir ja wirklich Sachen zu machen, wie zum Beispiel den digitalen Markt zu entwickeln, wie dafür zu sorgen, dass den als Arbeitnehmer angepasst gehen und die neuen technologischen Entwicklungen, also ganz viele Sachen, die da auf uns durchkommen, das sind die mehr langfristig Sachen. Also wir sind einverstanden. Wir haben einen Akkord, das ist gut so. Da muss man natürlich gucken, dass auf den Punkten, wo wir nicht eins sind, dass wir auch da einen Akkord finden. Die Punkte, wo wir nicht eins gehen, das ist für den Moment, wie ist die Gouvernance von dem neuen System? Das ist, wie wird das institutionell gehandhabt? Die einen so, wir brauchen einen Minister für die Eurozone, und die anderen so, wir brauchen ihn nicht. Da muss man nachgucken, dass wir eine solide Lösung finden, für das, wenn es zu einer Katastrophe geht, kommen, und darauf muss ich ja immer vorbereitet sein, dass wir dann auch so antworten können, dass es ein solid an eine Antwort, die noch umsetzen kann. Und dann den zweiten Streitpunkt, wie ist es? Immer Geld.
wo kriegen wir das Geld hier? Bon, wir haben eng solid Mog, aber das geht nicht durch, wir müssen noch zusätzlich Geld kriegen, die eng Mengen für eigene Ressourcen zu schaffen, die anderen Mengen für das komplett in der Hand von den Nationalstaaten zu losen. Das Internet ändert als schwierig an einen gemeinsamen Weg zu bringen. Das probieren wir dann nur als Lützeburger zu erreichen, für dass die zwei, Deutsch und Frankreich, sich eins können. Ich nach über den großen Streit informieren. Den geht wenns Transport vor. Ich erkläre das ganz kurz. Der hat ja sicher mitgekriegt, dass wir die famose Entsenderichtlinie gestimmt haben, dass das eine Gesetzgebung, wo reguliert wird, dass den Leute, die aus dem Ausland auf Beschanze schaffen kommen, auf Lützeburg, dass die zu den selben Konditionen schaffen und bezahlt gehen, wie ein Lützeburger oder ein Portugies den schafft. Bei der Entsenderichtlinie hatte man den Transport ausgeklammert, weil das eine ganz spezifische Problematik ist. Die Kamion, die über die Straßen knattern, die viel aus Polen, viel aus Litauen, der hat ja auch schon immer begegnet, an was für Konditionen schaffen die Chauffeuren, die an den Kamion sitzen. Du hast große Streit zwischen dem Zentrum von Europa, mehr also an den Ostländern oder den nordischen Ländern, wo die Kamion herkommen. Wir sind der Meinung, dass wir für Ordnung sorgen sollen und dass du nicht einfach soll der wilde Westen bestehen und keine sozialen Regeln für die Chauffeure, weil das auch schrecklich gefährlich ist auf der Straße, wenn die nicht genug geschlafen haben oder wenn die nicht können heimens ein Weekend mal rasten gehen. De Georges Bach hat wie ein Leif gekämpft an der Sache. Es wäre bald schief gegangen. De Georges mit seinen Kollegen hat aber fertig gebracht, dass wir ob manst am Parlament darüber können befannen. Die Liberalkräfte hatten für sich da ein bisschen aus der Plenare rauszudrücken. Also bravo Georges Bach, den als ein soziale Sprecher am Parlament, das ist gut, dass man den haben, und das ist gut, dass den dafür sorgt, dass bei all diesen Marchés-Diskussionen der Mensch, den Arbeiter, der Chauffeur nicht vergisst. Und dann zum Schluss noch etwas für uns Jugendliche. Die 18 Jahre haben. Vergesst nicht. Von dieser Woche an könnt ihr ein gratis Railticket kriegen, für das ihr könnt mit dem Zug durch Europa fahren, für alle die Schönheiten, die kulturelle Vielfalt, die wir in Europa haben, für die können sie genießen, auch für die viele Leute kennenzulernen, die aus anderen Kulturen kommen, am Dach mit uns zusammen das Europa bauen. Profitiert davon. Ihr seid invitiert, meldet euch, holt euch eure Bilder, alles.